Wir prämieren heute einmal unbedingt den Stremmellachs. Und Stremmellachs ist einfach zum Nachmachen, geht auch super auf der Weberkugel. So, hallihallo, liebe Räucherfreunde. Ja, hier ist der Uwe von der Janka Filmschmiede. So, wir haben ja was Neues auf dem Programm. Und zwar haben wir uns gedacht, oder ich mir vielmehr gedacht, wir machen jetzt nochmal einen schönen Stremmerlachs, genau. So, was habe ich denn dazu alles gebraucht? Ja, wir fangen mal mit die Würzmischung an. Hier ist mein bester Freund, mein Mörser. So, ich brauche zu der Lake, ich habe eine Lake hergerichtet, und zwar habe ich mit Paprika, und dann habe ich da Kräuter der Provence, und dann habe ich ein naturbelassenes Meersalz dazu genommen und dann Steakpfeffer bzw. geschroteten Pfeffer. Als nächstes haben wir dann Lorbeerblätter dazu genommen und Wacholder. Die Wacholder habe ich hier durch diesen Mörser kurz angestoßen, genau. Und das Ganze mit 2 Liter Wasser. Das heißt, ich habe eine 5%ige Lake habe ich gemacht. Und das heißt, ich habe 50 Gramm Salz auf ein Kilo, auf einen Liter Wasser denn. Das heißt also, ich habe um die 50, also ich habe das ungefähr 70 Gramm Salz genommen. So, dann habe ich die restlichen Gewürze dazu. Die habe ich alle aufgekocht. Und dann habe ich daraus eine Lake gemacht. Das ist die Lake. Und das habe ich allerdings gestern, wir haben heute Montag, gestern am Sonntag alles gemacht und habe die eine Nacht, also circa 12 Stunden, habe ich den Fisch dann in dieser Lake eingelegt gehabt. So, und dann bin ich heute Morgen beigegangen und habe die Lachs rausgenommen und dann mit einer Küchenrolle gut abgetupft das Ganze. Und dann habe ich den Lachs jetzt noch ein bisschen Würzung gegeben. Und zwar folgendes. Hier sind sie, meine Babys. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier diese Lachs, die wir jetzt sehen, die habe ich mit Pfeffer und Kräuter der Provence, habe ich den gestoßenen Pfeffer und Kräuter der Provence gemischt, aufgestreut. Und da habe ich Zwiebel und Ananas und mit ein paar Kräuter vermischt, damit das Ganze nicht so ganz trist aussieht. Das sind die so. Und die lasse ich jetzt noch ein bisschen stehen. Die dürfen ruhig noch ein bisschen stehen bleiben, noch ein bisschen durchziehen. Und ja, später ist dann angesagt Räuchern. Und das Ganze wird auf Heißräuchern gemacht. Und das werden wir dann beim Helmut machen. Freue mich schon. Ja, liebe Leute, es ist kein Hexenspiel, was ich hier mache. Es ist einfach sehr einfach nachzumachen. Und ich gebe gerne mal Rezepte raus, überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das wird wieder eine gute Sache. Mal was anderes. Der Fisch ist auch eine gute Sache zum Räuchern. Nicht nur der Lachs, sondern wir können Fisch in allen Variationen, angefangen von der Forelle, Aal, egal was. Und es schmeckt eigentlich alles gut. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns später beim Räucherofen. Bis dahin, ciao, servus, euer Uwe. Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder im Team und wir wollen heute Stremmellachs räuchern. Der Uwe hat das gestern schon alles in der Lauge gehabt und super gewürzt, und heute werden wir heiß räuchern. Jetzt werden wir aber zuerst einmal, bevor wir richtig räuchern, den Ofen zuerst einmal entkeimen. Das heißt, wir fahren jetzt richtig hoch auf 150 bis 200 Grad und dann beginnen wir mit dem Räuchern. Jetzt zeigen wir euch aber zuerst einmal den fertig gewürzten Stremmellachs. Was habe ich gemacht? Ich habe den Lachs in der Lake gehabt, heute Morgen habe ich ihn rausgenommen. Ich habe ihn ca. 12 Stunden in der Lake gehabt, gut abgetupft, und dann habe ich eine Würzmischung hergerichtet. Und zwar habe ich einmal Lachs gemacht mit gestoßenem Pfeffer oder Steakpfeffer, wie es genommen wird, mit ein bisschen Kräuter der Provence gemischt, obendrauf als Geschmack. Dann habe ich einen Teil genommen, Zwiebel und Ananas. Und das Ganze mit ein paar Kräuter vermischt, das haben wir oben drauf gelegt. Da die Auflagen von dem Stremmellachs, da kann man seine Fantasie ein bisschen ruhig laufen lassen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, ja, das Ganze ist jetzt soweit fertig.
Und jetzt warten wir auf den Räucherofen. Da bin ich jetzt gerade dabei, den hochzufahren, mal kurz die Keime abbrennen lassen und dann legen wir los mit dem Räuchern. Und zwar mit unserem Räucherofen, der El Fuego. Bevor wir loslegen, können wir schon mal den Rost ein bisschen mit Öl bepinseln. Und der Uwe füllt schon mal die Räucherchips in die Dingwanne rein. Damit der Fisch ja nicht anklebt. Ja? So. Schön eingepinselt. Räucherchips. Was haben wir jetzt? Whisky-Chips, Einmal Whisky. Eichenfässer Genau, das sind die Eichenfänger. und Kirsch. Und Kirsche, genau. Da gibt es sehr gutes Aroma. Ja. Und jetzt kommt Buchenmehl drüber. Da werden wir die schönen Stücke mal ein bisschen da drauflegen. Natürlich mit der Hautseite nach unten. Wichtig ist, dass man immer saubere Finger hat, weil das sind empfindliche Lebensmittel. Ein bisschen Luft lassen. Aber ich denke mal, das schaut so ganz gut aus und jetzt geht's ab in den Räucherofen. ab in den Süden. Jetzt wird's warm. Ganz oben rein, oder? Ja. Also wir haben hier das oberste Fach, aber jetzt haben wir schon das So, jetzt kommen wir. Räuchermehl, die Räucherchips, eine Tropfschale mit Wasser gefüllt, Wasser drauf. damit das Fett nicht in die Räucherchips tropfen kann. Was brauchen wir jetzt für Temperatur? Jetzt wird es zum Aufgaren. Mache ich doch ungefähr auf 80, 90 Grad. Aufgaren eine halbe Stunde. Und das eigentliche Räuchern, da drehen wir dann so auf 60, 70 Grad, lassen wir den räuchern. Genau so. In einer halben Stunde schauen wir noch mal ungefähr nach. Also insgesamt haben wir so eine Räucherzeit von 90 Minuten. Das dürfte normalerweise für den Stremmellachs reichen. Und wie der Uwe schon gesagt hat, 60, 70 Grad, Ja, 60, 70 Grad. geniale Temperatur. Und wichtig ist immer vorm Räuchern, dass man richtig desinfiziert, das haben wir schon gezeigt. Und dann ist er keimfrei. Ja, genau, das ist, weil es bilden sich ja immer Keime und dafür empfiehlt sich immer den Ofen einmal richtig hochfahren. Der kann ruhig auf 120, 150 Grad und dann mal richtig durchheizen. Und dann fangen wir dann an zu räuchern. Ja, So, ich trinke mal, der Uwe trinkt heute nichts, er ist aber ich schon. baff. Aber ich schon. Ja, ich rauche mein Bier jetzt. So, dann sehen wir uns. In einer halben Stunde machen wir Zwischenbilanz. Also eine halbe Stunde fahren wir jetzt mit 100 Grad und dann schauen wir, dass wir so auf 70 Grad runterkommen. Genau. So, eine halbe Stunde ist jetzt rum, jetzt machen wir mal eine kurze Zwischenbilanz, wie das ausschaut. Ja, Und er schaut gut aus. gut aus. Eiweiß tritt aus, das ist schon mal ganz gut. Und das tropft sauber dann ein. Darum ist es ganz wichtig, dass man da einen Behälter mit Wasser rein tut, weil sonst tropft das ja alles runter. Und unten raucht es Aschi. Dann würde ich sagen,
noch eine Stunde und dann schauen wir weiter. Unser Grillmeister, Räuchermeister Ferdi, der bewacht den ganzen Räuchergang. Ja, das Ergebnis schaut schon ganz gut aus. Und er ist ja der absolute Räucherprofi und wir probieren heute unbedingt den Stremmellachs. Und Stremmellachs ist einfach zum Nachmachen, geht auch super auf der Weberkugel. Macht es einfach mal noch auf jeden üblichen Gasgrill. Man braucht nur eine Räucherbox und geht genauso gut. Also absolut top. Ja, müssen wir aufpassen beim Lachs, dass er nicht so ganz trocken wird. Darum lasse ich ihn auf niedrige Temperatur laufen. Und ja, das Endresultat kann ich mir gut vorstellen, ist auch von innen schön saftig noch. Das soll ja der Sinn der Sache sein. Und dann bin ich mal gespannt auf den Anschnitt. Was heißt Anschnitt? Es wird ein kleiner Anschnitt wird da gemacht. Gut, natürlich eine Stunde auskühlen lassen, dann wird er richtig schön fest. Und dann hält der Lachs einige Zeit im Kühlschrank. So, Die Zeit, passt. ich würde sagen, ja, wir haben jetzt so 90 Minuten haben wir insgesamt doch fast gebraucht. Ja, sagen wir mal 80 Minuten. Die erste halbe Stunde haben wir auf 100 Grad gehabt und jetzt haben wir so auf die 70 Grad gehabt. Und jetzt dürfte er fertig sein. Kerntemperatur haben wir noch gar nicht gemessen, brauchen wir gar nicht. 80 Minuten ist ungefähr die Zeit bei dieser Räuchertemperatur. Und jetzt schauen wir einfach mal nach, oder? Das Ergebnis, glaube ich, kann sich sehen lassen. Wir haben eine wunderschöne Farbe. Das Räuchermehl unten ist auch aufgebraucht. Wir nehmen jetzt den Lachs raus, den Stremmellachs, und dann lassen wir ihn ungefähr eine Stunde auskühlen und dann sehen wir uns beim Probieren. So, dann würde ich sagen, eine Stunde haben wir jetzt den Stremmellachs auskühlen lassen. Und jetzt werden wir mal probieren, wie das Teil auch schmeckt. Schaut richtig gut aus, wie er sein soll. Hat eine richtig schöne Festigkeit. Und den schneiden wir jetzt ohne Rupfen oder so. Schauen wir mal. Und mit Butter, oder? Ja. Richtig schön saftig schaut er aus. Genau, und jetzt probieren. Richtig schöne Farbe. Richtig schön. Wunderbar. Duft unglaublich. Wow. Perfekter Stremmellachs. Nicht zu übersalzen. Ja, genau dann. Raucharoma merkt man raus, sehr gut. Und die Gewürze sind der absolute Knaller, also einwandfrei. Darum haben wir verschiedene Sorten gemacht, mit Ananas und Zwiebel und ein Kräuter der Provence. Und Pfeffer. gestoßener Pfeffer, ja. Absolut, ja wirklich jetzt der Knaller. Wie sagt man so schön, wieder richtig auf den Punkt getroffen. Er hat die Vorarbeit schon geleistet alles und jetzt ein topper Räucherergebnis. Und ich kann nur eins sagen, probiert es einmal auf Stremmellachs, geht's auf den Gasgrill, Weberkugel oder auf den Räucherschrank. Eine mega geile Nummer, man spart sich sogar noch Geld. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Daumen nach oben würde mich freuen. Und auf nette Kommentare. Und wenn das Video natürlich nicht gefallen hat, dann müsst ihr den Computer wieder umdrehen. Ja, genau, richtig. Das sage ich auch immer. Aber ich möchte jetzt nicht übertreiben. Aber es ist schade, dass man jetzt so ein Video nicht mit Geruch und Geschmack machen könnte. Denn ich glaube, Helmut hat jetzt so ein Problem. Wahrscheinlich, wenn hier auf einen Schlag 300 bis 500 Autos stehen und möchten probieren. Aber nein, ist gut geworden. Das waren jetzt ungefähr 1,5 Kilo, oder? Oh, so 1,5 1,5 Kilo. Ja.
Stremmellachs, also probiert es aus. Ja, es gibt eigentlich keine große Rezeptanleitung jetzt. Ja, die Salzlake, das Kann, die Lake, aber das könnt ihr noch sehen. Die Lake da wir dann unten wieder so in die Videobeschreibung rein und die Gewürze ist Die Auflage vom freie Lachs. Schnauze. Genau, das ist wie bei der Musik improvisieren. Man kann mit Chili, man kann mit Paprika, Schote, man kann ja eigentlich alles, was man so meint. Aber ich meine, Passt, der wunderbar. Klassiker ist Perfekt. Pfeffer. Bis dann. Servus, macht es gut. Ubi. Und der Wir Helmut. hören uns, die Janka Filmschmiede. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Servus. Habe die Ehre. Habe die Ehre.